Wie um Wandhaft bei Nummer 11 an der Industriestroß beifährt, dem fällt der nächste Blick op, dat Teil 4 Jahre schon ernst geplant gouf. Grängser Photovoltaik und der Fassade, Wandmillen im Dach, Solarwind, das sind 10.000 Meter Carré Büro, die energetisch autonom sind. Sonnen, de Wand, Geothermie, mir hëtzen Kill der Woche iwwer Drehwasser wat man rekuperieren. Dat is een Deel vun der Philosophie gewicht. Den anderen Deel vun der Philosophie war einfach mat gesunde Materialien ze schaffen. Dat is als ganz wichtig, weil wir mengen dat viel von denen sogenannten Passivgebäier, geringe Gebäier eigentlich Probleme mat sich bringen. Bei diesem Gebäi ist den Entretien-Manner-Komplex wie bei einem Passivhaus oder Romapolis. Der gewinnt das direkt froh, wie lange es dann dauert, bis das Investiment, also ein energetisch autonomes Gebäi, sich rentabilisiert. Die Amortissementszeit ist wirklich relativ gering, die ist 7 bis 8 Jahre an diesem Gebäi. Den Impact vom Gebäi soll an allen Hinsichten positiv sein, auch auf Biodiversität, mit zum Beispiel Hai, Bienen auf Landamais im Dach. Passioniert von der Cradle-to-Cradle-Philosophie also, dem Leben ohne Aufhalt zu produzieren, den nicht rückfeierbar ist, legt der Pap von diesem Projekt einen großen Wert auf die Atmosphäre im Gebäi. Das Gebäi ist eigentlich am Service vom Mensch. Das soll es auf jeden Fall sein. Das heißt, wir mengen, dass die ganze Ambiance muss so orientiert sein, dass der Mensch sich wohlfühlt, dass er Lust hat, dort zu schaffen oder dort zu wohnen oder dort an die Schule zu gehen und dass dadurch auch seine Lebensqualität verbessert wird, seine Produktivität verbessert wird. Nicht jeder Employé kann behaupten, er hat einen Rutschbahn am Büro oder bei der Küche als Lüster. Büro mit viel. Prinzipien, die ihn ohne Problem auch auf Privatwohnungen umsetzen kann. An alldach geht gerade an dieser Domain neue Ideen geboren. Die Deals bannen den nächsten 10 Jahren schon heute zu Lützeburg werden umgesetzt gehen, mit der Lebensqualität am Mittelpunkt, so der Romapolis.